10 Jahre Lucette, 10 Jahre Epreuve standardisée. Aber für was gehen die Prüfe gemacht und wie gehen sie ausgefeiert? Wir waren auf der Uni Punalou beim Geburtstag dabei und haben den Responsablen als Frauen gestaltet. Kurz hier in der Sommervakanz hat Lucette an der Maison des Sciences Humaines Belval op ihr 10 Jahre Bestehen invitiert. Direktor Sonja Ugen hat uns erklärt, was der Lucette genau ist und für was das Departement von der Uni Allu an die Liebe gerufen wird. Die Hauptmission vom Lucette ist das Schulmonitoring und das war eigentlich auch der Grund, für was der Lucette an die Liebe gerufen ist. Was ist der Lucette und was macht er? Also der Lucette, der Luxemburg Center for Educational Testing, ist hauptsächlich verantwortlich für die Prüfe standardisieren. Also das Schulmonitoring zu Lützeburg und das an den Jahrgang 1, 3, 5, 7 und 9. Also sowohl am Fundamental wie auch am Sekundär. Ja, hier wenn du all Jahres Donien über die Kompetenzen von Schülern. Und das Donien publizieren wir dann am 3-Jahres-Rhythmus am Bildungsbericht, den all 3 Jahre publiziert wird, aber auch all Jahres ohne Erklärungen, ohne weitere Interpretationen auf unserem Dashboard online. Was wissen dann als LGE-Schüler von diesen Epreuven standardisiert? Wie die Nummern schon seht, sind das standardisierte Prüfungen, die eben alle Menschen zu einem ähnlichen Zeitpunkt möchten, wo das selber durchgefragt wird. Für alle Schüler eben das selber an dem Jahrgang. Hauptkeynote-Speaker war Professor Dr. Petra Stanat von der Humboldt-Universität von Berlin. Von hier wollte man wissen, wie die Auswertung von den Epreuven das Schulsystem verbessern kann. Ja, das hängt von der Nutzung ab, also inwieweit tatsächlich diese Ergebnisse wahrgenommen werden und genutzt werden innerhalb der Schulen. Das ist die eine Ebene. Ich gehe davon aus, dass das gut unterstützt wird in Luxemburg, diese Nutzung, also eine konstruktive Nutzung, eine Nutzung, die dann auch wirklich zielführend ist für die Qualitätsentwicklung. Das ist ganz entscheidend. Andere Ebene ist natürlich dann die Systemebene, dass man sich anschauen muss, wo bestehen Stärken und Schwächen, wo muss man auf dieser Ebene möglicherweise Dinge ändern, bessere Unterstützung geben und für wissenschaftliche Zwecke. Also das ist natürlich ein großer Datenschatz, der Längsschnitt. Da kann man ganz viele sehr, sehr wichtige und interessante Analysen mit durchführen. Also die gibt meiner Meinung nach, weil in irgendeine Mesure braucht für die einzelnen Schulsysteme, Schulniveauen an Jahren man den zu vergleichen. Und das ist schwer, wenn man dann angepasste Prüfungen möchte, die je nach Schwierigkeitsgrad von der verschiedenen Schulen halt anders. Für eben auf ein gleiches Niveau Schüler aufzuprüfen und so die Leistungen von verschiedenen Schülern auf verschiedene Systeme, auf verschiedene Jahrgänge und aus verschiedenen Herkünften auch eben untereinander zu vergleichen. Lucette feiert lo 10 Jahre. Wie schaut es da für Lucette an? Wir haben große Herausforderungen als Bildungswesen für als Schule und Gesellschaft anzupassen. Jeder hat eine Meinung dazu. Jeder meint, eigentlich wissen, was richtig wäre, was falsch wäre. Wichtig ist auch, dass wir Daten haben, dass wir Daten haben, dass wir wissenschaftlich können auch belehren, wie also Schulsystem sich soll entwickeln. Dann dürfen als der Lucette eigentlich dafür, als die Daten zu liefern, für Schüler zu testen, für zu gucken, was für Projekte, wie helfen, wie wir als Schule können, auch datenbasiert weiterentwickeln. Aus Erfahrung von den letzten Jahren, was könnte eurer Meinung nach verbessert werden bei der Sammlung der Daten? Ich glaube, die Sammlung der Daten, das läuft schon wirklich gut. Man hat gute Tests, man hat gute Rückmeldungssysteme. Der Hauptpunkt ist wirklich die Nutzung besser noch zu unterstützen. Das ist sozusagen, dass wirklich sich Datenteams zusammentun an den Schulen, dass die Unterstützung erhalten, wo sie das benötigen in der Interpretation. Und vor allem, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass die Maßnahmen, die man dann ergreift, auch wirklich evidenzbasiert sind. Also dass man sich nicht selber sozusagen aus dem hohlen Bauch heraus überlegt, was müssten wir jetzt tun, sondern dass man Forschungsergebnisse nutzt und auch Programme nutzt, Maßnahmen nutzt, die sich als effektiv erwiesen haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
wir schätzen de Lucet immensech war jo och schon 4 Seniorminister wurden gegrünnt gin aus dem als wirklich Orientierung gin an viele Projekte, viele Neuerungen, die basieren ma ein Job der Kenntnisse vom Lucet. Wir testen se aber auch ma am Lucet fir run eier mal desideieren, dat man se nationale Niveau dann implementieren, wie zum Beispiel d'Alphabetisierung op Deutsch oder Französisch, die mal lo im Gange sind zu präparieren. Du hast de Lucet ganz fichte Partner für uns.